Hey Wau, weißt du, wer mein absoluter Lieblingsdinosaurier ist? Oh, lass mich raten, Mau. Ist es der immer so große Zähne zeigt? Hahaha, nicht ganz. Es ist der Stegosaurus, der mit diesen faszinierenden Stacheln und Platten. Einfach beeindruckend. Ui, der klingt spannend. Was ist denn so besonders an ihm? Oh, wow. Jeder liebt diese Stacheln am Schwanz des Stegosaurus. Stell dir vor, die heißen Tagomiser. Stell dir das vor. Ein Dinosaurierdorn hat einen Namen aus einem Comic. Jetzt wird der Name sogar von Wissenschaftlern benutzt. Verrückt, oder? Wow, ein Comicname für Dinosaurierstacheln. Und wie groß sind diese Stacheln? Die Stacheln sind ziemlich groß, fast so lang wie ein 60 bis 90 Zentimeter langes Lineal. Sie sind scharf und spitz, also gar nicht zum Angeben, sondern zum Verteidigen. Oh, und wie benutzt der Stegosaurus sie? Nun, stell dir vor, er konnte seinen Schwanz wie ein Schläger hin und her schleudern, um sich gegen Angreifer zu wehren. Besonders gegen Raubsaurier wie den Allosaurus. Das war nötig, um sich zu schützen. Das klingt aufregend. Und die Wissenschaftler wissen das wegen der Fossilien, oder? Genau, wow! Man hat Fossilien gefunden, die Verletzungen zeigen, die perfekt zu einem Stegosaurus-Stachel passen. Das ist wie ein Puzzle, das gelöst wurde. Hihi, das ist ja fast wie Detektivarbeit. Und was ist mit den Platten auf dem Rücken? Ah, die Rückenplatten. Der Stegosaurus hatte 17 große Knochenplatten. In 2 Reihen, hübsch abwechselnd aufgestellt. Fast wie ein wildes Wackeldach. Und warum hat er diese Platten? Vielleicht um Schlepper zu beeindrucken? Hihi! Nun, das ist eines der vielen Rätsel. Einige glauben, es war wie eine Ritterrüstung gegen Angreifer. Aber die Platten waren wohl zu zerbrechlich dafür. Aber wusste ich's doch. Vielleicht hatte es etwas mit ihrem Aussehen zu tun. Absolut wow. Sie konnten rot, orange oder sogar gemustert sein. Wie ein wandelndes Kunstwerk. Und wenn sich der Stegosaurus bedroht fühlte, könnten die Platten leuchtend geworden sein. Fast wie eine Dino-Ampel. Eine Dino-Ampel. Oh, das ist ja wie Magie. Und die Platten waren einfach nur auf die Haut gesteckt? Genau. Sie waren nicht fest mit der Wirbelsäule verbunden. Forschung zeigt, dass sie im Hautgewebe des Stegosaurus verankert waren. Klingt doch aufregend, oder? Das ist unglaublich. Vielleicht blieb der Stegosaurus in kühleren Zeiten durch seine Platten warm. Eine kluge Idee, wow. Da sind viele Blutgefäße in den Platten, sodass es möglich ist, dass er seine Körpertemperatur regulieren konnte. Entweder um sich abzukühlen oder zu wärmen. Das klingt so, als ob er auch ein Thermostat in Dino-Form war. Oh, und was bedeutet denn der Name Stegosaurus? Haha, ursprünglich bedeutet es Dachechse, weil man dachte, dass die Platten flach wie Dachziegel lagen. Aber jetzt wissen wir, dass es nicht stimmt. Haha, das ist witzig. Aber zum Glück wissen wir jetzt mehr. Was denkst du, Mau? Wenn ich ein Stegosaurus wäre, würde ich mit meinen Platten die besten Regenbogenmuster machen. Das wäre unglaublich, wow. Ich könnte mir vorstellen, wie du leuchtest und alle Dinosaurier faszinierst. Und ich würde mit meinem leuchtenden Schwanz eine Dinosaurierparty machen. Boom, boom, hin und her. Ja, und ich hätte die besten Stacheln zum Wedeln, um die bösen Saurier in die Flucht zu schlagen. Und wir wären das tollste Dino-Team in der ganzen prähistorischen Welt. Wuh! Absolut wow. Es macht so viel Spaß, über Dinosaurier zu sprechen. Sie sind wirklich eine Welt voller Geheimnisse und Überraschungen. Hihi, ich bin so froh, dass du mir all das erzählt hast, Mau. Dinosaurier sind wunderbar. Lass uns mehr Abenteuer finden. Ja, und wer weiß, was wir das nächste Mal entdecken werden. Es gibt so viele spannende Dinge da draußen. Ja, Abenteuer warten überall. Hihi. Los geht's in ein neues Dino-Abenteuer. Ole Doli, Doli Doli.